Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch im Schweiz zur nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Ja, wir sind jetzt mitten in der Schlacht gegen die Organisation 13 und dort hinten sind auch schon irgendwelche zwei Heinis auf uns am Warten. Wenn ihr das seht, steht dort sogar einer auf dem Kopf rum. Aber ich würde sagen, wenn wir da schon einen Mogri-Laden haben und einen Speicherpunkt, rüsten wir uns doch gar ein bisschen noch kurz aus. Und zwar schaue ich einmal, genau, wir haben einen neuen Rüstungslot bekommen. Es ist halt die Frage, ob wir da überhaupt noch etwas Gutes zur Verfügung haben, sonst müsste ich halt mal ganz kurz im Mogri-Laden hineinschauen. Was ich einfach sicher machen werde, ist, ich rüste da meine Items mit Mega Potions aus, damit ich wirklich im Notfall da kann... dann noch ein Mega Äther, das würde ja dann unser Mana noch auffüllen. So, Mega Potion, kann ich da dann... Wieso steht jetzt da an? Das verstehe ich jetzt nicht ganz genau, warum jetzt da steht an. Automatisch nachladen. Ah, das tut automatisch dann nachladen, okay, alles klar. Dann tue ich in dem Fall da mal eine High Potion noch rein. Dann sollte das... Einfach für den Notfall. Ich bin mir da jetzt gerade ziemlich unsicher. Dann schaue ich noch ganz kurz rein, was mir da... Gut, da hätten wir gerade finalen Schlag. Ich glaube, da rüste ich gerade mal schnell aus. Drücke nach einem Blockkonter X, um augenblicklich zum nächsten Ziel überzugehen und deine Angriffe fortzusetzen. Nice, dann rüsten wir das gerade mal aus. Mehr EP haben wir gar nicht zur Verfügung. Wir hätten jetzt halt da unten noch den Aero-Boost. Aber sonst glaube ich, ist nichts Neues dazu. Doch, Luftkombo wäre jetzt da auch noch. Das ist halt eher die Frage, ob ich da mehr Luftkombo drauf Konter gehe. Nein, ich lasse uns glaube ich wirklich mal drin, der finale Schlag. Das wird uns ziemlich helfen. Jetzt hat man noch genau noch ein bisschen FP-Führung. So, dann schaue ich mal ganz kurz noch schnell in den Mogri-Laden rein, ob man da noch etwas Passendes findet für unsere Ausrüstung. Ob wir da überhaupt noch ein paar neue Sachen vielleicht dazu bekommen haben. Ja, da haben wir noch Voigorauf, Blitzspange, Elfenband. Agis Kette ist halt einfach eine der besseren Sachen. Das ist halt eher die Frage, ob ich mir da nochmal so eine Agis-Kette kaufe, oder Abas-Kette. Was haben wir denn da? Sonst haben wir eigentlich wirklich nichts Spannenderes. Gut, das Einzige, was ich weiss, was ich sofort noch kaufen will, ist so eine Kupo-Münze. Weil, wie gesagt, habe ich vorgehabt, in dem Spiel nicht mehr zu sterben. Aber wenn wir sterben, würde man halt gerade direkt nochmal auf die Welt kommen. Und durch das kann ich dann den Kampf direkt fortführen. Und das ist halt natürlich auch noch eine ziemlich coole Sache. Da haben wir noch einen Hexenmeisterring. Erhöht die Magie drastisch und das FP-Maximum geringfügig. Das tönt noch ziemlich cool. Den kaufe ich jetzt gerade mal noch ein. Jetzt können wir mal nachschauen. Nochmal bei unserem Ausrüstungslot, ob wir da jetzt noch einen Ring sogar noch auswechseln könnten. Am ehesten schon fast den Mattring, hä? So, dann tun wir den ersetzen durch unseren Hexenring. Da, genau, Hexenring. Dann würde sogar wirklich noch das Zeugstock, also Magie geht ein bisschen rauf. Und dann haben wir noch MPHs drin, finde ich ziemlich cool. Den Heldenhandschuh würde ich jetzt momentan sogar drinnen lassen, weil er halt noch Dunkelresistenz drin hat. Also so haben wir wirklich 40% Dunkelresistenz. Jetzt muss ich gerade mal nochmal schauen, ob wir da sogar genau... Agis Kette haben wir auch so zur Verfügung. Oder Abas Kette. Die gibt also halt 2 Rüstungen mehr. Wenn wir gerade überlegen, dann rüsten wir doch mal die Agis Kette aus. Ich würde sagen, so sollten wir auf dem besten Weg sein eigentlich. Und gut ausgerüstet sein, um uns langsam auf den Weg dafür zu machen. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn ich bin's. Let's go, Joliti. Okay. Da ist der liebe Riku gerade am Kämpfen in einer Gruppe. Und dann haben wir den Mickey Mouse am Kämpfen. Gegen Gruppe. Also müssen wir uns in dem Fall noch entscheiden, welche Richtung das wir gehen würden. Wenn wir zuerst zum Mickey Mouse oder zuerst zum Riku. Ich persönlich würde jetzt sagen... okay. Okay, das sollte, wir müssen das in dem Fall unter dieser Zeit anbringen. So, nice. 5 Sekunden haben wir noch gehabt, das war schon ziemlich knapp gewesen. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Dann gehen wir in dem Fall zuerst zu unserem Mickey Mouse, um ihn können unterstützen in dieser Situation. Your Majesty! Huh? Okay, was hat er jetzt wieder vor, der Xemnet? Nice, okay, hilft dem König, die Mitglieder der echten Organisation 13 zu besiegen. Ich würde sagen, ich kümmere mich direkt mal um den Kartentyp.
Der hat nämlich ziemlich wenig Leben, aber ich mache ihm auch irgendwie so gar keinen Schaden, plus minus. Okay, dann verschwindet er mit seiner Karte. Ne? Gut, er hat wirklich wenig Leben, aber er bekommt praktisch gar keinen. Dort hinten haben wir ja noch den Sensenmann und die anderen mit ihren Blitzattacken. Da kümmert sich aber der Mickey Mouse schon ziemlich gut drum gegen die. Ich würde sagen, ich setze mal unsere Sturmkralle ein. Ich mache dir ja sowas von keinen Schaden. Was ist denn jetzt los? Okay, er verleiht ihm, wie es aussieht, irgendeine Macht. Xemnas! So, dann kommen wir wieder zu unserem Kartentyp da. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich noch ziemlich cool die Fähigkeit da mit seiner Karte und mit seinem Spielen. Okay, was hat er jetzt wieder vor? Oh Mann, oh Mann. Was ist denn jetzt los? Jetzt sucht er irgendwie den Mickey Mouse in seine Karten rein, okay. Er verbannt unseren Mickey Mouse in seine Karten, oh mein Gott. Müssen wir jetzt ganz allein gegen die drei kämpfen? Sora, one final game. The rules are simple. All you have to do to win is find me among these cards and strike me down. Okay, in dem Fall will er mit uns ein kleines Minigame spielen, während die anderen zwei mit uns am Kämpfen sind, müssen wir ihn in den Karten suchen. Er mit seiner Sensen einfach auch mega geil. So, da stehen wir plötzlich allein gegen das Ganze. Das ist aber eher die Frage, jetzt muss ich da in dem Fall die ganze Zeit die Karten auseinanderpflücken, bis ich ihn finde. Unter welcher versteckt er sich bloß? Da haben wir ihn! Oh mein Gott, er ist gerade wieder verschwunden. Mann, jetzt sind wieder alle Karten auftaucht. Ich hoffe, dass die Sturmkralle mal aufhört, dass wir Blitz einsetzen können, um mehr Karten aufs Mal zu zerstören. Okay, alles klar, dort hinten bewegt sich eine Karte. Ich würde mal behaupten, in dem Fall, er verbirgt sich. Jawohl, hinter der. Nice, aber gut, jetzt bekommt er auch einiges mehr als Schaden über. Und dort hinten ist er schon wieder sich wieder am Verstecken. Wir haben jetzt halt einen Vorteil, und zwar, dass wir unseren Blitz einsetzen können. Da haben wir ihn schon. Nice, komm, komm. Heiz ihn rein. Oh Mann. So hat er sich schon wieder versteckt. Oh, da haben wir sogar noch ein paar. Ach, kann ich da wirklich so? Okay. Ziemlich speziell. Schauen wir das mal an. Da ist er. Oh nein, nicht defokussieren. Was ist mit dir? Habe ich ihn jetzt verwechselt? Und welcher ist er? Ah, jetzt ist er wieder weg. Da hinten. Shuffle heisst, glaube ich, er dreht nochmal alles. Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass wir da so nachschauen können, wo er sich dahinter befindet. Ich habe gemeint, wir müssen da wirklich immer alle... Over here. Da ist er. Nice, haben wir noch rauspflücken. Viel Leben hat er nicht mehr. Das könnte plus minus gut kommen, ich gerade sagen. Nice, haben wir ihn besiegt. Aber was ich muss sagen, der Kartentyp ist ziemlich cool. Also die Fähigkeit allgemein, dass er mit uns immer wieder so Minigames spielt wie im Fluch der Karibik. Lustig, lustig. You were born for these sorts of games. What's this? A wild card. You've earned it. Hang on to it. Could turn the tables. Play again someday. When we're just guys. I should like that very much, Sora. Aber allgemein mega faire Charaktere, das habe ich auch schon im Fluch der Karibik gedacht. Wenn er verliert, dann steht er auch wirklich dahinter. Also, das erlebt man nicht bei jedem Charakter, sondern nicht bei der Organisation Dritzen. Da ist unser Mickey Mouse wieder, nice. Thanks.
Bitte schön, immer wieder gern. So, da bleiben uns nur noch 2 von der Organisation drin. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt direkt einmal probieren mal gegen den Sensenmann. So mit unsere Wutform. Ich setze die jetzt gerade mal noch kurz ein. Dann sollten wir nämlich auch noch einen guten Vorteil gegenüber ihm haben. Oh, nice. So. Gut, du hast aber jetzt ihr habt einiges mehr Leben. Also du jetzt auf jeden Fall bis jetzt. Oh, der Mickey Mouse ist da schon Knockout wieder am umeinander liegen. Für was bist du denn überhaupt zurückgekommen? Oh Mann, oh Mann. Gut, sie kann uns nicht wirklich viel. Nice! Gegenkonter, das nutzen wir doch gerade mal aus. So, wir verwandeln uns zurück. Ich würde sagen, ich use mal Heal raus. Oh Mann, was hat er jetzt? Jetzt hat er irgendetwas Komisches vor. Wow, der rührt da seine Sensen volle Pulle durch die Gegend durch. Sie ist da auf Highspeed unterwegs. Die hat sicher Glasfaser im Internet. Wow. Oh Mann, ihr habt in dem Fall doch ein bisschen mehr auf dem Kasten, als ich erwartet habe. Aber ich würde sagen, ich bleibe wirklich kontinuierlich auf dem Sensenmann drauf, plus minus. Da habe ich böse einstecken. Ich bin knapp dran, Mickey. MP ist fast... Oh nice, der Mickey Mouse hat uns gekillt. Ich würde sagen, ich setze mal meine Sturmkralle wieder rein, dann kann ich da ihm ein bisschen mehr Schaden reinheizen. Viele hat er ja nicht mehr, wir sind schon über die Hälfte vom Leben. So, wir haben den Spritzfakt aktiv, okay. Gegen einen Spritzfakt einsetzen, das wäre natürlich auch noch irgendwie witzig. Okay, wir hätten da noch Eis gehabt. Nice, das sieht ziemlich gut aus für uns. So. Da ist schon wieder wegteleportiert. So, das sieht ziemlich gut aus. Come on, come on! Ah, da hat er wieder irgendeinen bösen Konter von ihm. Aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das geben wir dir doppelt so her zurück. Es fehlt noch ein halber Bank an Leben, dann haben wir die 2 Personen von der Organisation 13 schon besiegt. Da kommt er wieder mit seiner Riesensense. Da wäre es, glaube ich, lieber von Vorteil, wenn ich versuche, ein bisschen mehr auszuweichen. So, nice! Der Mickey Mouse hat uns noch gekillt. Wow! Habe ich ihm gerade noch den Last Hit gegeben? Wow, nice! Wunderschön mit den Rosenblättern, wie seine Sense verschwinden. Und was sind deine letzten Worte, mein Junge? Wir hören dir gespannt zu. Oh, so now it all comes back to me. Hey, is that a real laugh? Yes. My heart is remembering how to feel. Really? That's good. And now I am on the cusp of reclaiming my identity, my purpose for being. Thanks to you, Sora. Bitte immer wieder gern. Wenn du ein Problem hast, lügt mir an. Bei jeder Zeit erreichbar. Und da bleibt eigentlich nur noch die Frau da mit ihrem Blitzzeug. Da ist sie gerade wieder auf Highspeed unterwegs. Ich würde sagen, solange sie im Highspeed drin ist, versuche ich der mal plus minus auszuweichen. Okay, da hat sie mich verwünscht. Okay, das sieht aus, als könnten wir jetzt langsam in den Kampf gegen sie reingehen. Sie hat auch schon weniger als die Hälfte vom Leben. Hat der Mickey Mouse gute Vorarbeit geleistet. Nice, so. Ich habe mir überlegt, ob ich die Sturmkralle aktivieren soll. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. Boah, die haut gerade momentan ein bisschen böser aus, als ich da erwartet habe. Nice. So, noch ein Balken hat die liebe Lady zur Verfügung. Das kommt gut, das kommt gut. Nice! So, und da haben wir die Nummer 3 auch schon erledigt von der Organisation 13.
So, was sind deine letzten Worte? Kann sie eigentlich mit diesen Haaren Radio empfangen, mit den Antennen? Are you kidding? You're gonna be recompleted. I didn't ask you for your garbage opinion. I lost to a bunch of losers like you. But could be worse. Become that geezer's heart tank? No thanks. Then why help him? I was really just along for the ride. With... My secret. Oh mein Gott, jö, mega herzig. Das bedeutet, sie war nur in der Organisation drin, weil sie in irgendjemand verliebt ist, wo wir jetzt nicht haben dürfen erfahren. Okay, auch eine Variante zum ins Böse wechseln. Sora, I'll go after Xemnas, while you go find the others. So, let's go, Mickey. Verfolgte Xemnas. Das war der Endboss von Kingdom Hearts 2, das ich am Rande noch erwähnt habe. Der Xemnas und der Xehanort sind eigentlich zwei gleiche Charaktere. Okay, da hinten ist gerade Let's see. Riku am Kämpfen gegen den Xehanort. Also blöd gesagt, der Xehanort ist einfach der Herzlose von diesen zwei, der Endboss von Kingdom Hearts 1. Und der andere, der Xemnas, niemand genau der gleiche eigentlich. Aber wir schauen es uns mal an und schreiten da mal einen Kampf, um dem Riku zu helfen. Wir haben ja nicht mal unsere Gumba-Münzen gebraucht, also wir sind in dem Fall wirklich gut dran. Jetzt hoffe ich auch, dass wir gegen die recht gut ankommen. Riku! Sora! Okay, wir befinden uns gerade im Kampf gegen alle drei. Am meisten Angst jetzt von denen allen würden wir eigentlich den Xehanort machen, der sich gerade unter uns befindet, weil das ist ein schrecklicher Endgegner gewesen und wenn er immer noch die Fähigkeit wie früher besitzt. Ich muss da wirklich mal ausweichen. Riku, besitzt du Heals und muss healen. Sieht nicht danach aus, aber wie gesagt, den macht man gerade momentan am meisten an. Okay, was ist jetzt los? Okay, Xehanort, was hast du vor? Wait! Ansem! Where are you going? Okay, dann macht er sich in dem Fall auch aus dem Stau wieder anders schon. Da bleiben uns nur noch zwei. Hey, let's speed it up. Keep the line moving. Okay, es steht 2 gegen 2. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen, außer dass mein Leben schon ziemlich am Grunde ist. Ich würde sagen, ich versuche jetzt einmal zuerst den Armbrusttyp da auseinander zu pflücken, den Schlawiner da, der versucht hat, heimlich unserem Riku weh zu machen. Ja, ich nehme dich mal in den Fokus. Dann sollte das eigentlich ziemlich gut kommen. So. Oh Mann, oh Mann! Da schleicht er uns die ganze Zeit davon. Oh, ich habe kein MP mehr, oh Mann! So, dich zerpflücken wir, du Löli. Dass der da mit seiner Armbrust da die ganze Zeit versucht umeinander zu schiessen, der
grosse Rico kämpft da hinten gemütlich in dem Fall gegen den kleinen Rico. Nein, unser Rico ist völlig Knockout da hinten rumstehen, oh mein Gott. Jetzt muss ich schon wieder Heal einsetzen, jetzt wollte ich eigentlich Magie einsetzen. Oh Mann, oh Mann. Der Kampf tut schon einiges mehr an Damage austeilen. Gut, noch vorher sind es wirklich 3 Gegner gewesen, das mal nur 2. Also jetzt haben wir wahrscheinlich die ganz Stärke in 2. Oh Mann, jetzt gehe ich mal in meine Wutform rein. Ich denke, da sollten wir ein kleines bisschen Vorteil bekommen. Unser grosser Rico sollte hier wieder gegen seine Vergangenheit kämpfen. Jetzt hoffe ich, dass er nicht wieder so schnell Knockout ist wie vorher schon. So, mit unserer Hassform sind wir da ziemlich gut im Vorteil gegen dich. Einfach nicht sterben. Wir wollen einfach nicht sterben. Und ich habe das jetzt bis jetzt ziemlich gut durchgehalten, nicht sterben. Und jetzt ist der schlimmste Moment, wo das eigentlich könnte passieren. Und daher... So. Boah. Dein Leben geht auch so langsam runter. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob wir nachher versuchen sollen. Oder hat er irgendetwas Komisches vor? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, eine Spezialattacke hat er jetzt gemeint. Ich versuche jetzt einfach reinfliegen. Was soll ich? Etwas anderes bleibt mir gerade nicht Führung. Ah! Mann! Jetzt habe ich wieder mein MP aufbrauchen für das. So! Da hörst du wieder uns. Du kannst dich nicht verstecken. So. Das war aber noch eine coole Spezialfähigkeit von ihm. Ich habe jetzt wirklich nicht erkannt, wo wir, oder wie wir hätten der sollen ausweichen. Nice, dann setzen wir gerade mal unsere Sturmkufen ein, um nochmal eins draufzusetzen. So, da ist unser MP gerade wieder voll. So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Was ist jetzt los? Ah, das ist der kleine Rico. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendetwas macht mir gerade bösartig Schaden. Oh Mann. Ich versuche jetzt sonst mal da ausnahmsweise einen Trank benutzen, anstatt unser MP. Jetzt hat es gerade so das Finale ausgelöst. Im Feld noch ein Hit. Dass wir ihn besiegen, das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Nice! Es hat gerade noch gelangt, um ihm den letzten Hit zu geben. Fall auf die Knie vor dem König und erzähl uns deine letzten Worte. Figures. If I had a keyblade, it'd be different. Like you're actually worthy to use one. Oh. I am worthy. What do you mean? The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? It'd be wasted on you. As if. Okay, er stürzt sich da einfach von der Klippe. Der hat in dem Fall jetzt wirklich auch die Schnauze voll gehabt, würde ich mal so sagen. Und da verschwinden auch schon seine Waffen. Was bedeutet, er sollte eigentlich nicht mehr unter uns weihen. Oh Mann, da setzt er wieder seine Spezialfähigkeit ein wie vorher. So, und dann bleibst du nur noch durch, Riku. Das sollte mir eigentlich gut machbar sein, da, wenn wir das zweite gegen dich antreten sollten. So. Sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt hat er auch nur noch 2 Balken für. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil der Typ teilt einen Schaden aus. Der ist nicht von dieser Welt. So, aber dann fangen wir in dem Fall mal wir an Schaden machen.
gut, der tut da mit Dunkelheit, gegen das haben wir halt auch ziemlich wenig Rüstung. So, im Feld nicht mehr viel. Im Feld gar nicht mehr viel. Hat er wieder irgendwie vor. Mir schadet Riku. Unser grosser Riku ist zu nichts gebrauchen. Der rennt da so die ganze Zeit mit seiner komischen Haltung hinterher. Genau, heizen wir rein. Jawohl! Wir haben es geschafft. Max MP gestiegen und einen Bonus erhalten. Oh mein Gott. Nice Sache. Das heisst, wir haben bis jetzt einmal ohne Sterben noch geschafft auszuhalten. Ich bin schon ziemlich stolz auf uns. Vergangenheits-Riku. Was sind deine letzten Worte, bevor du uns verlässt? You're not real. Huh? I'm the real one. Aren't you my past self? From when Ansem possessed me? Oh. No. You beat Ansem and you're still here. This guy is me. Oh. I knew it. It's a replica. A soon-to-be empty vessel. I've been waiting for a chance like this. Wow, okay. Hey! What are you doing? Take the vessel! No. The world already has you. There's someone else who needs the replica more. You know who I mean. Oh. Namine, you're saving her. Good luck. Danke. Dir auch noch das Allerbeste auf deinem Weg. Wow, okay. Da vergeht auch die Finsternis wieder, wo uns der Xemnas hinterlassen hat. Hat er gesehen noch? Ein leeres menschliches Gefäß. Wozu man das alles nur brauchen kann. Wie das so tönt, wenn sie es ja dann für Namine brauchen. Yeah. Wish we could help her now. But first, I know. I'm going after Ansem. Okay. I'll go help the others. Okay, in dem Fall befindet sich da irgendwo nochmal eine Gruppe, die sich im Kampf befindet und unsere Hilfe braucht. Aber es ist eher die Frage, wo wir so plus minus stecken. Da hinten sind wir schon am Kämpfen gewesen und da vorne, das sieht ziemlich verdächtig aus. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mich sonst nochmal... Okay, nein, oh Mann. Hat mich selbstständig dafür gebracht. Wo kommt jetzt da vorne nochmal ein Speicherpunkt? Ich mache mir gerade ziemlich Sorgen, da umeinander zu laufen, besonders mit so wenig Leben und ohne Speicherpunkt. Oh Mann, oh Mann. Soll ich in dem Fall jetzt da auf die Platte nur stehen? Aber wisst ihr was, Leute? Ich tue mich in dem Fall da ganz ein bisschen erkunden und laufe sonst nochmal zurück zum Speicherpunkt oder versuche da irgendwie zurückzukommen, um mich nochmal kurz abspeichern und ein bisschen Leben und Mana wieder auftanken. Daher würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns sonst in der nächsten Folge nach dieser vielen Aufregung zur nächsten Aufregung. In der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Danke fürs Einschalten und ciao!